Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig mit der sehr einschmeichelnden Musik hier. Okay, dann sind die hier wieder reif für die Ernte. Morgen müssten dann die nächste dran sein, ne? Zack. Dann müssen wir uns hier tatsächlich nochmal... was sind sie dann, die Sonnenblume Samen? Da sind sie. So. Dann machen wir aber zuerst nochmal hier. So, noch dran. Dann, jawohl, dasselbe alte Spiel wie eh und je, aber... komm schon. Okay. Ach Gott. Das hat schon so ein bisschen was von Synthesizer, ne? Für jeden, der die 80er noch miterlebt hat, mag das sehr retro und beruhigend sein. Morgen gibt's wieder Wind wie Zau, der Wahrsager sagt, die Geisterle sind gut drauf. Und sie ist auch gut drauf und geht in die Stadt. So. Der Filius, der wird mal ein bisschen rumgeschlenkert. Sehr schön. Apropos, wie stehen wir dann zum Sohn? Ja, immer noch ein Herz. Na hopp. Hier sieht es auch wieder ordentlich aus. 5 Stück. Juppati und Juppata. Nee, ist nett. Dafür ist der zu wertvoll. So ein richtig guter, ausgereifter Käse. Das ist auch echt was Feines. Der muss so stark stinken, dass sogar ich den riechen kann mit meinem nur 12% Geruchssinn. Mitteilung: hat irgendjemand eine Batterie, die Fernbedienung von meinem Fernseher oder Geiststoffgeber, und es ist wirklich nervig beim Unschalten immer aufzustehen. Pam. Ja, dere könnten zwar die paar Kilo weniger gut tun, aber meinetwegen. Kriegt's es halt. Die andere habe ich jetzt halt in die Kiste, aber das ist jetzt auch egal. Hier mal wieder Köder. Also Neide mit. Treibholz hier, dann kriegen wir wieder ein bisschen normales Holz. Das ist noch nicht so weit. Okay. Dann erstmal die Schnecke hier in die Kiste. Und dann machen wir mal wieder die tägliche Tierrunde. Hallo, meine lieben Tiere. Und wieder eine Entenfeder in Iridium-Qualität. Ja. Okay. Dann hier rein. Der kruscht und der kruscht. Äppele. Leverwurst. Natürlich auch mit täglichem Streichler. Und dann quetschen wir uns dann mal hier die Tierprodukte raus. Oder immer wieder mehr als genug. Joch Gott. Was für Geräusche. Ich muss sagen, ich hätte aber eigentlich auch ganz gerne ein paar mehr Tiere, um mal ganz ehrlich zu sein. Pam braucht Saft. I. Nennen wir es einfach mal so hier, aber trotzdem einfach nur I. So. So, dann muss halt die zweite Charge mal wieder warten. Und bitteschön. Und ich hoffe, die Dickbertha holt mal wieder ein paar Trüffel raus hier. Und hier haben wir wieder eine Pflaume. Eine Wildpflaume sogar. Ach Gott. Gudela. So, ist auch wieder bald so gut, so weit, so gut, ne? So, raus mit dem ganzen Kruscht hier. Erstmal hier wieder schön alles abernte. Jawohl, sehr gut. Dann können wir hier und hier ausgezeichnet. Auf der anderen Seite noch, das entschädigt auf jeden Fall unser Kürbisernte, die wir sonst nicht mehr kriegen. Und ich denke, damit kann ich eigentlich auch saisonal ganz gut arbeiten, wenn man da jetzt, sagen wir mal, nochmal für Melone im Sommer oder sonst was noch ein paar Felder anlegen. Das kann definitiv nicht schade, finde ich. Also mit den Gartentöpfen finde ich generell eigentlich schon ziemlich genial. Denn da kann man ziemlich gut schaffen. Und ich bin auch dafür, da jetzt halt wieder Freitag ist und ich eigentlich wieder Iridium-Sprinkler kaufen kann bei Krobus, bin ich doch sehr stark dafür, dass wir unser Iridium-Barre ab sofort aufsparen für unser tolle Instrumente, für unser Werkzeuge. Das heißt, im Winter hätte ich eigentlich ganz gern 5 Iridium-Barre, damit ich das Zeug upgraden kann
Und damit ich schon relativ bald eine Iridium-Gießkanne habe. Im Winter brauchen wir das Zeug ja eigentlich gar nicht mehr. Von daher wäre das nicht verkehrt, wenn wir dann die große Iridium-Kanne hätten. Okay, das ist alles soweit schon wieder gegossen. Fehlt nur noch hier. Ja, nicht, dass ich das noch einmal vergesse. So. Ja, das ist halt das Einzigste, was so ein bisschen abseits ist, aber auch nur, weil ich hier den Anschluss wieder nicht gekriegt habe. Weil es durch den kleinen Teich hier leider etwas anders strukturiert ist. Sonst hätte ich selbstverständlich auch wieder mit einer 2 24er Felder angeschlossen. Ja, das ist halt etwas, was mich etwas fuchst, dass es nicht so symmetrisch ist, wie ich es gern hätte. Aber damit muss ich jetzt halt klarkommen. So, dann der nochmal. Jawohl. Ja, der wird irgendwann vielleicht auch mal wieder gut sein hier. Aber der braucht wahrscheinlich ewig hier, dieser antike Saat oder wie das Ding heißt. Bin immer gespannt, was wir dann da rausholen. So, oder? Und hier mal wieder. Wobei im Winter brauchen wir unser Gießkanne eigentlich schon noch. Da wir jo auch Gewächshaus weiter hierhin. Also irgendwie werden wir schon noch hinkriegen, denke ich, hoffe ich, weiß ich. Aber ja, unser Werkzeug muss auf jeden Fall noch abgegradet werden. So. Ah, da ist er jo. Da ist er jo mit dem Trüffelöl. Sehr schön. Dann können wir erstmal unser Käse reinbringen. Ich finde auch, eventuell sollte unser Ölpresse woanders hingehen. Weil ich sehe halt leider nie, wann das Zeug gut ist. Das heißt, das ist auch nicht so der beste Ort zum Aufstellen von der Ölpresse. Mensch. Ganz wichtig. Kaffee. So. Ah, das tut gut. Das gibt wieder Tinte auf den Füller. Und rein damit. So. Okay. Dann kann der Kruscht schon mal fort. Und das hier. Moment. Muss dann wohl dort hier, ja. Okay. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder in die Stadt. Und holen uns auch unseren wöchentlichen Iridium-Sprinkler ab von Krobus. Krobus, sozusagen der Kanalisationsglobus. Haha, ach, war der schlecht. Aber irgendwelche dumme Witze muss man ja reisen, ne? Oh, Moment. Da fällt mir ja ein. Pam ist ja sowieso hier. Dann können wir genauso gut noch eine Batterie für die Gutfrau mitnehmen. Komm schon. So. Einmal verrutscht auf der Tastatur und schon lauft man ins Leere. So, bitteschön für dich. Ey, du hast dir echte Batterie besorgt, danke, Kind. Du hast mein Leben gerettet. Ja, jetzt sind wir auch schon bei 10. Ja, jeden Tag die gleiche Routine. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ätzend ist. Aber ich gebe ihr auch bewusst diese etwas, sagen wir mal, tiefere, rauere Stimme. Ich finde so Busfahrerin, die darf nicht mit so Stimmchen gesprochen werden. So Busfahrerin, die braucht schon so Tonfall. Glasaugebarsch, vergiss es. Ich angel nicht so gern. Wir holen bei Pierre zur Sicherheit nochmal 48 Tode vor. Weil ich glaube, bei den Felder ist auch bald wieder gut. Ne? Dann sollten wir mal lieber vorsichtshalber noch etwas kaufen, nicht wahr? Alles klar. Was wollte ich dann eigentlich noch? Genau, ich wollte zum Krobus. Dumm. Zum guten Abwasserhändler. Wo ach sonst, ne? Um seine gute Ware zu kriegen, geht man natürlich in die Abwasserkanäle. Wie im richtigen Leben. Das sind die Beste. Ja, du hast wieder Schweigegelübde, aber du hast wieder was ganz, ganz Tolles. Das kaufe ich dann natürlich sehr gern ab. Ja, ich muss auch bald wieder nochmal ein bisschen mehr Geld sparen. Denn unser Gemeinschaftsupgrade kommt relativ bald. Das heißt, wir haben bald genug Kohle gesammelt, damit wir aus dem Schrottplatz hier, aus dem Ghetto-Viertel, wo was Gescheites machen können.
Okay. Bis unser Rive gut sind, wird es auch wieder ein bisschen dauern. Das heißt, die mysteriöse Key-Quest können wir auch noch nicht weitermachen. So, hol da einfach mal ein bisschen Zeug noch, was sammeln kannst. Emily kommt gerade aus dem Gemeindezentrum. Huch! Was machst denn du hier von Wege? Du gehst mal kurz in die Stadt? Bescheißt mich hier mit dem Emo, ich glaub's hackt. Ich weiß ja, dass die eigentlich nur in Anführungszeichen, das sind ja nur Freunde, ne? Die zwei sind ja schon die ganze Zeit befreundet, auch wenn man mit Abigail vorher nichts großartig gemacht hat, sind die zwei nach wie vor Freunde, die tanzen ja auch beim Frühlingsfest miteinander rum, also, ne, sind ja Freunde, aber es kommt mir etwas suspekt vor, wenn meine Frau mit dem Kerl durch so Schleichpfade geht, aber die gehen anscheinend mal in die Kneipe rein, da sollte ich vielleicht auch mal wieder hingehen. Ob ich was trinken will, ja, wenn ich dürft. Aber ich glaube, ich zock nur mal eine Runde. Es wird mal wieder Zeit für Präriekönig. Das habe ich ja schon ewig nie mehr gemacht, ne? So, sie hockt sich ja doch sowieso nur die ganze Zeit auf die Couch, während die zwei dann Billard spielen. Finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Huch, das habe ich ja noch gar nicht. Unimo-Card. Okay, mit Mausklick springe ich. Okay, das hat man bisher auch noch nicht. Das lustige Jump'n'Run-Spiel aus der Hölle. Ach du liebe Zeit. Oh, scheiße, jetzt wird's tricky. Nein! Dann habe ich schon kommen sehen, dass der nichts wird. Uppala, alter Falter. Und dieser wunderbare Soundtrack, der einfach keinerlei Musik hat. Komm schon. Zumindest die erste Strecke hier. Komm, die schaffen wir. Schneller. Okay. Ja. Welcome to Unimo Kart. Ach Gott, Mario Kart 64 und Mario Kart, Super Mario Kart für das Super Nintendo. Das waren so die Spiele meiner Jugend, ach mit Unna. Ballado ist Unimo Kart dagegen ein Scheißdreck, aber nette Idee mit deinen Minigames. Genau. Genauso wie die Reise des Präriekönigs. Da hatte ich die Musik auch teilweise mal als Ohrwurm im Kopf. Aber da ist die Musik halt echt cool, während Unimo Kart hier jetzt nicht wirklich so ein reißerischer Soundtrack hat. Ui. Ja, ganz ausgeklügelte Levels hier. Nein! Scheiße. Okay, das war unser letztes Leben, was ich verballert habe. Okay. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an, aber lassen wir das mal gut sein. Da spielen wir doch lieber wieder die Reise des Präriekönigs. Ja. Wo ist denn die Musik? Verdammt doch mal. Ah, da ist er doch. Die hatte ich echt mal zeitlang als Ohrwurm im Kopf. Aber ich finde so auf ihre schrottige Retro-Art finde ich die Musik trotzdem irgendwie geil. Hui, was ist denn das hier? Okay, keine Ahnung, was ich jetzt so damit gewinne, aber das ist nicht übel. Ups. Ach Gott. Sheriff Ackermann hier. Schön. Ja, die Waffe-Upgrades haben schon was für sich. Ich könnte mir sogar tatsächlich noch vorstellen, wenn wir sowas als DOS-Spiel Scheiße. Wenn wir sowas als DOS-Spiel früher gehabt hätten, hätte ich das bestimmt auch sehr gern gezockt. So in der frühen 90er, ich glaube 1994 muss das gewesen sein, oder 93, haben wir unseren ersten DOS-Computer damals gekriegt. Und da waren jede Menge von den sehr billig gemachten Jump'n'Run-Spiele mit dabei. Sowas wie Duke Nukem, die alte Dinger, Chill of the Jungle, Cosmo. So Dinger haben wir da halt gespielt, ne?
Und ich bin mal sicher, wenn du sowas wie Reise des Präriekönigs dabei gewesen wäre, hätte ich das bestimmt auch bis zum Erbrechen gespielt. Natürlich auch Commander Keen. Das war auch so Ding von früher. Ich denke, die so in meinem Alter sind, ich bin übrigens Baujahr 1988, falls das irgendein Mensch interessiert, der es noch nicht weiß. So Leute, die jetzt so um die 30 sind, die dürften das auch noch alles kennen. Wenn die so in der frühen 90er ihren ersten Computer gekriegt haben. War ich natürlich noch relativ jung. Da waren dann so Dinger wie Monkey Island, das war der absolute Overbrüller, ne? Spiele, wofür man halt 8 bis 16 Floppy-Disks gebraucht hat, und zwar die ganz große Oschis, ne? Und auf dennoch hat man dann sein Spiel gehabt mit 8 Megabyte oder was, und das war halt echt eine ziemliche Wucht, 8 Megabyte für ein Spiel. Ich glaube, unser PC insgesamt hat noch 32 Megabyte oder so gehabt. Ach ja, herrlich. Aber ich erinnere mich liebend gern an die alte Zeit, deswegen muss ich sagen, finde ich solche Dinge eigentlich auch echt ziemlich geil. Nicht nur, weil Stardew Valley auch an ein besseres Harvest Moon erinnert, falls ihr das früher natürlich auch gespielt habt, sondern weil Stardew Valley auch so Dinger hier mit dabei hat, und gerade so Spieler hier wie die Reise des Präriekönigs finde ich schon geil. Nein, jetzt bin ich halt wieder voller Wummerei gerannt. Na gut, dann halt nicht, dann gehen wir halt wieder, esse ich halt einen Salat. Okay. Dann lassen wir die Kneipe am Kneipe sein. Und gehen wieder zurück. Aber ich wollte auch mal wieder einfach mal so den Abstecher machen. Dann wird die Episode wahrscheinlich wieder 40 Minuten oder wie lang, aber pff. So what? So, die holen wir uns noch. Hin und wieder muss ich auch einfach mal in die Kneipe gehen. Sonst gilt man ja irgendwie als nicht gesellschaftsfähiger Außenseiter und Einsiedler. Von daher, das muss mal hin und wieder einfach sein. Obwohl ich dann halt einfach ganz allein bei der Videospiele geguckt habe, aber naja. Ups, nein, das wollte ich doch gar nicht. Sondern den Kram wollte ich eigentlich fort. Hover. Okay. Hier haben wir Iridium, hier haben wir. Das heißt, jetzt bleiben tatsächlich nur noch die Dinger hier übrig. Dann fangen wir doch einfach mal ganz systematisch an. Und machen hier unseren Iridium-Sprinkler. Der Rest kommt mal wieder da rein. Ansonsten haben wir nichts Großartiges mehr Vorheit, ne? Finde ich auch ganz interessant. Das Kind ist noch im Krabbelalter. Und was machen wir dann? Ja, natürlich, die Frage geht in die Stadt. Der Kerl, der ist auch on Tour die ganze Zeit. Und dann lassen wir halt das neugeborene Kind, was gerade mal so irgendwie im Bettchen in der Krippe da rumkrabbeln kann. Das lassen wir natürlich unbeaufsichtigt alle daheim im Haus. Ja, dann hängt es nämlich hier in der Gitter auf. So, Kleiner. Hab dich mal wieder entwirrt. Und ich denke, großartig mehr haben wir heute eigentlich Anime zu tun, was wir sonst schon machen könnten. Deswegen, ab ins Bett. Was anderes können wir sowieso nicht mehr machen heute. Sonst haben wir an nix. Für Robin, das ist dann erst die Episode übermorgen. Huch, was war denn das jetzt? Wer macht dann hier einfach Licht aus mit Clips? Na egal. Auf jeden Fall, für Robins Geburtstag übermorgen ist es dann in der Episode. Da können wir dann selbstverständlich noch Spaghetti kochen. Mehl und so haben wir jetzt ja auch genug. Wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau? Ist die mit dem Säppel durchgebrennt? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Jo. Dann machen wir da erstmal hier die ganze Blume wieder. So, oder? Na, nicht so. Ich hoffe, die lassen genug Saat fallen. Okay, sieht das soweit nicht schlecht aus. Gucken wir doch mal, ob das reicht. Ja, für eine hat es nicht gereicht. Na gut. Aber da haben wir ja glücklicherweise ein bisschen was übrig. Falls es mal irgendwann Überschuss gibt. Okay, was sagt uns dann der Wetterbericht? Der ganze Tag Regen, das finde ich natürlich gut. Und die Geister sind neutral. So, was macht Abigail? Sie glotzt unseren Monsterkamin an. Ganz fasziniert. Ich bin wertvoller als eine Kiste Quarz. Das, oder voller Amethyste.
Ja, wenn man halt weiß, dass er Quarz noch mag und Amethyste liebt, ne, da ist das schon definitiv ein Kompliment. Okay, mir haben halt 4 Käse, die wieder gut sind. Ah, 5 Käse sogar. Ausgezeichnet. Also nichts wie raus damit. Und neue Käselieferung kommt heute sowieso nur ohne Ziegekäse. Die Musik mag ich irgendwie. Die gefällt mir. Ah, die Rive sind endlich gut. So, Eggolden, die heben wir auf. Die können wir ja mal Hayley zwischendurch schenken. Okay, die sind noch nicht gut, die Süßkartoffeln. Den ich da mal Sache so ganz frech. Wie lange brauchen die, bis die gut sind? Ne, C-Dach, das geht nicht mehr. Das kriegen wir leider nicht mehr hier. Verflixt nochmal. Jetzt haben wir natürlich ja die Süßkartoffel-Saatzeit überschritten. Und so. Ha, das heißt, wir müssen sowieso in die Stadt zu Pierre und müssen Ersatzsaat kaufen. Wie sieht es denn eigentlich da drüber aus? Das ist, glaube ich, nochmal Kürbis gewesen, ne? Naja, kriegen wir noch irgendwie hier. Also die Süßkartoffeln sind zumindest mal nicht für umsonst gekauft worden. Die können wir ja im Winter zum Beispiel wieder großziehen. Wenn die Kürbisse soweit fertig sind, können wir das machen. Okay. Ja, C-Rive heben wir auf jeden Fall auch auf. Weil die C-Rive, die brauchen wir noch für den Bäuermeister. Lassen wir die Viecher erstmal raus. Dann sammeln wir hier wieder ab, was gibt. Mal wieder Entefetter. Und zwar in Iridium-Qualität. Perfekt. Die 2 Ente mögen mich anscheinend so richtig gern. Dann raus mit dem ganzen Kram. Huch, haben wir ja noch eins. Und hier nochmal eins. Dann Leverwurst. Okay. Da ist mal wieder nichts drin. Dann können wir hier noch ein bisschen Zeug weg. Elfe heben wir mal auf, falls wir sie nochmal brauchen. Und 10 kommen sowieso direkt weg. Das heißt, die do fort. Und der Rest ist anscheinend auch mal wieder fett erntereif hier. So, da. Hier nochmal. Weil so wie es aussieht, haben wir hier wieder jede Menge Kram übrig. Okay. Schick, schick. Und hier noch 2 Nachzügler. Ah. Perfekt. Machen wir das doch so gleich wieder. Und hier. Jo. Dann nur noch hier. Kennt man ja immer wieder dasselbe. Was wär's Leben ohne Routine? Wahrscheinlich etwas spannender. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie geht's denn euch? Habt ihr lieber Routine? Oder habt ihr lieber jeden Tag, der ein bisschen anders ist? Seid ihr so Routinemenschen, die total drauf beharren und das total brauchen, dass man immer dasselbe Ablauf hat? Oder seid ihr Leute, die immer die Abwechslung brauchen? Ich meine, dass man ein bisschen Abwechslung braucht, das versteht sich ja eigentlich von selber, sonst wird das Leben ja richtig langweilig. Aber es gibt ja auch Leute, die brauchen die absolute Veränderung, die immer nur in derselben Sache total durchdrehen und die deswegen wirklich ständige Veränderung brauchen. Gehört ihr auch zu solche Leute oder seid ihr dann doch eher welche, die Wert drauf legen, dass man solides, routiniertes Leben hat und nur hin und wieder mal so ein paar, sagen wir mal, außergewöhnliche Sachen, so ein paar Sachen aus der Routine raus. Okay, das hat noch nichts. Nicht vergessen. Ups. So. Und hier nochmal. Jetzt soll ich mal nochmal das Teil abholen. Ja, mehr noch genug Platz im Inventar. Und dann hier nochmal dasselbe Spiel.
Ja, wir bräuchten noch etwas, was irgendwie 8 Tage lang braucht, bis es gewachsen ist. Dann wären wir hier perfekt bestückt eigentlich. Das heißt für mich, dass ich jetzt erstmal als nächstes zu Pierre in die Stadt gehe. Und dann holen wir noch ein bisschen Saat. Na. Gut, lass mich durch. Allerhopf, dann erstmal den Kram und wieder los. Ja, Honig können wir jetzt eigentlich auch fortschmeißen, ne? Allerhopf, weg mit dem ganzen Kram hier. So, Stoff können wir jetzt auch mal fortschmeißen. Und das können wir vielleicht noch gebrauchen. Das können wir tatsächlich auch noch für Gartentöpfe und sowas gebrauchen. Wir werden aber noch, wenn irgendwo frei ist, genau, wenn wir noch C-Rive Reihe und aufbewahren. Und dann muss ich noch zu Pierre und Saat holen und dann muss ich noch zum Bäuermeister. Und wenn ich unterwegs irgendwo Hailey treffe, dann kriegt die noch eine goldene Sonnenblume. Weil was Abigail kann mit ihrem Säppel, das kann ich auch. Ich weiß, das ist ultra kindisch und ich das im richtigen Leben auch nie mache. Das ist alles nur aus Spaß gesagt. Das ist alles nur im Spaß gemeint. Von wegen, wenn die mich eifersüchtig macht, dann kann ich die genauso eifersüchtig machen. Ultra kindisches Verhalten. Aber gerade aus dem illustre Grund habe ich das auch nur gesagt. Man darf von mir sowieso nicht so viel für bare Münze nehmen, was ich so verzähle. Ich babbel viel, wenn der Tag lang ist. Habt aber wahrscheinlich überhaupt noch nicht gemerkt. Ach, wie sarkastisch. Ach ja. So, da. Schleimjäger, die kann er sich mal selber jagen, die Schleimer. Pierre, mein Freund, was hast du da noch? 13 Tage? Nee, 5 Tage. Mehrmals, ja, das bringt es jetzt wenig. 4er? 7er? Nee. Du muss es wohl der Senfkohl sein, ne? Ups, ändert zu viel. Okay. Dann ab zum Lotterlui. Da müssen wir jetzt nämlich definitiv noch was kaufen. Ah, mir in der Reisewaage verpasst gestern, merke ich noch. Na egal. So. Dann zum Kühlschrank vom Bäuermeister. Du legst die Rive schnell in den Kühlschrank. Warte mal, du hast eine Notiz auf der Milchpackung. Sie ist an dich adressiert. Gut gemacht, Kindchen. Der letzte Aufgabe. Gib'm Sanddrache sei letzte Mahlzeit. Mr. Key. Okay. Das weiß ich sogar tatsächlich. Da bin ich mal aus Versehen eigentlich drauf gestoßen. Als ich mal beim Stardew Valley Wikipedia Calico-Wüste geguckt habe, als ich das erste Mal erfahren habe, dass es die Calico-Wüste gibt, wollte ich mir das unbedingt mal angucken, was das für ein Gebiet ist, und da bin ich dann auch bei dem Sanddrache drauf gestoßen, dass der tatsächlich mit was gefüttert werden kann, und das wäre dann hier die Solaressenz, weil der gen Himmel, gen Sonne guckt. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal sammeln wir die frische Pflaume ein. Dann geht's dort hier, genau. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir diese Mr. Key-Reihe haben, wenn wir die Quest beendet haben, dann können wir zu dem ins Casino-Reihe gehen. Und das müsste hier in der Oase sein, das Casino. Aber zuallererst holen wir uns natürlich hier erstmal die Kokosnüsse, die hier rumliegen. Und die Kaktusfrucht. Na, nimm sie schon. Und bitteschön. Ach Gott, was ein Geräusch. Krupf, war anscheinend sehr knusprig. Du legst die Essenz in den Drachenschlund. Erst dann bemerkst du eine Notiz, die in der Aarehöhle versteckelt war. Du hast dich bewiesen, Kindchen. Guck dir mal den Holzstapel neben deinem Haus genauer an. Mr. Key. Okay. Holzstapel neben meinem Haus. Das passt mir irgendwie nicht, dass der Kerl sich auf meinen Hof schleicht. Irgendwie passt mir das so ganz und gar nicht. Genauso wie ich das gruselig finde, dass der Bäuermeister nachts auf meinen Hof kommt und meine Einkäufe in der Truhe leert. Wahrscheinlich beobachtet er mich noch nachts, während ich schlaf. Okay. So, dann packen wir erstmal wieder den Krusto weg. Dann
machen wir noch zusätzlich hier, na, machen wir noch Senfkohl. So. Allerhaupt, das wäre ja blöd, wenn das Feld ausgerechnet, was hier die Iridium-Sprinkler hat, wenn das nicht bewässert wäre, wenn du nichts drauflegen würd. Ist das hier mein Holzstapel? Hoch, tatsächlich. Und was haben wir hier? Unterm Stück Holz findest du der Gegenstand Clubcard. Du weißt schon, wofür er da ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde einer Geldbörse hinzugefügt. Wo ist er dann, mein Geldbörse? Da ist es doch. Magische Tinte, dunkler Talisman, Schädelschlüssel, Clubkarte und rostiger Schlüssel. Jaha. Ich steht nur als Sache. Wir könnten mit viel Glück jetzt nochmal hingehen. Bevor die Pamela nämlich Feierabend macht, darf sie gerade nochmal ihre Runde drehen. Da haben wir heute alle schon 1000 Gold nur ausgeben für zweimal in die Calico-Wüste. Naja, schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an Lyra für die geile Quest-Reihe, die ich jetzt offenbar auch schon beendet habe. Ich habe schon gedacht eigentlich, dass es noch ein bisschen länger geht, aber man kann ja nicht alles haben. Gut, ja, ich sehe immer wie ausgetrocknet aus, das ist meine Spezialität. Ist das ein Clubcard? Ajo. Jetzt geht's aus Seite, Dummkopf. Nee, ajo. Huch. Du kannst eintreten. Alter. Haha. Hier hängen irgendwie nur merkwürdige, gruselige Leute ab. Ach, hier, da ist er, der Mr. Key. Ah, na, wie der aussieht, oder blauer. Schön, dich endlich zu treffen, Kind. Willkommen in meinem exklusiven Clubhaus für Perverslinge. Was? Das sieht schon ein bisschen creepy aus, ne? Durch das Funkeln. Deswegen habe ich dich ausgewählt. Keiner funkelt so sehr wie du. Was war Funkeln? Ah, Leiter vom Mysteriösen. Leiter des Mysteriösen, der Kunst. Menschen wie wir haben die Verantwortung, die Welt am Leben zu erhalten. Der gewöhnliche Mensch den Geschmack vom Außergewöhnlichen zu bieten. Weißt, die Welt ist wie eine Schüssel Reis, sie hat Substanz, aber sie ist ohne gute pikante Sauce nix wert. Und da kommen wir ins Spiel. Hast dich je gefragt, wo die Schatzkistel im alten Bienenschacht herkommen? Ich mag's leid zu überraschen. Ach, der, die du versteckt. An dem Tag mal wirst verstehen. Gib einfach weiter der Bestes und gib niemals auf. Okay. Calico Jack. Okay. Machen wir einfach mal Calico Jack. Statistiken von Ackermann. Ui, okay. Cool. Schritte 303.356, 126 vergebene Geschenke, 188 darin Sternetautal, 1541 mal die Hacke benutzt, nix selber hergestellt, 21 gekochte Rezepte und 161 recycelter Müll, zusätzlich 886 getötete Monster, 404 gefangene Fische, ach Gott, so viel. 450 Angelversuche, da ist meine Statistik eigentlich ziemlich gut. 3366 gesäte Same und 9655 verschickte Gegenstände in meiner Box. Alter Falter, das sieht doch nicht schlecht aus. Lass mal erstmal gut sein, dann gucken wir noch uns mit die anderen Wunderlinge an. Psst, ich habe eine Statue des ewigen Glücks zu verkaufen, nur 1 Million Gold, was meinst? Nö, lass mal erstmal. 1 Million ist mal ein bisschen zu hoch. Ach, du ist die Wahrsagerin. Ah, und die hat so viel gesoffen. Na, großartig. Für die große 1000 Münze. Ich brauche mindestens 1000 Münze. Das heißt, ich muss wohl an der Automate erstmal eine Runde zocken, ne? Der hat Glückstrainer. Probieren wir es doch einfach mal. Alle hopp. Ich will hier. Los. Calico-Slots. Na los, ich will sehen. Ah, da kriege ich die Key Coins. 100 Key für 1000 Gedöns hier. Dann spielen wir erstmal hier Calico Jack noch eine Runde. Heute ist anscheinend mein Zockertag. Okay, wahrscheinlich ist das Blackjack, ne? Du. Karte. Nochmal. Fuck. Okay, das war wohl nix. Wir probieren es noch einmal. Das ist schon ein ziemlich abgespaceder Club. Ja, Karte. Ja, passen.
Jo. Jo, der ist drüber. Perfekt. Doppelt oder nix. Okay, Karte. Karte. Passen. Gucken wir mal, ob der überhaupt erstmal drüber kommt. Nein! Scheiße. Okay. Es will nicht so mein Dach sein. Und ich möchte auch nicht so viel Geld verscheuche. Verscheuche vor allem. Geld verbrote. Okay. Du können wir uns definitiv mal übermorgen wieder ein bisschen damit beschäftigen, die Sache. Dass wir da noch ein paar Runden im Casino verbringen. Und noch ein paar Runden zocken. Das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Ja, während mein getreues Pferd wieder geduldig auf meine Rückkehr wartet. So sind wir nun mal drauf. Okay. Dup, dup, dup. Dann können wir das nämlich auch noch schön verkaufen. Halte mal den Gaul an. So, so. Und jawohl. Dann können wir auch noch die Stelle zumachen. Und das Zeug, den Trüffel, den können wir nochmal in die Presserei stecken. Und dann tät ich doch mal so ganz dreist Sache, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo dann Robin Geburtstag hat. Deswegen darf ich jetzt nicht vergessen, noch mal Weizenmehl und Tomat mitzunehmen. Damit ich das jetzt nämlich noch koche für sie. So, perfekt. Ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, übermorgen wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu Robins Geburtstag und zu einer weiteren Runde im Casino. Iron Yankee.